Hallihallo, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und dann haben wir mein 2 Jahre Special wieder auf dem Tisch. Ist noch nicht ganz fertig, ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Ich sag's euch, ich hab grad meine ganze Wohnung noch der eine Kleinigkeit, die ich da tauschen möchte, abgesucht. Und dabei lag sie hier. Also, ja, die Feder will ich da reinkriegen. Und ich habe jetzt schon die Rändelschraube da hinten noch gemacht. Das hat ein bisschen Kraft braucht, dass wir das Quinte eingeschnitten haben. Da sieht es. Ja. Und das hat der Rändelschraube kaputt gemacht, weil ich habe da ein bisschen Hebel gebraucht. Und habe Wasserbombe zänglich genommen. Hoppala. Und da seht ihr das Federle, das derzeit drin ist. Und ihr seht auch, warum das derzeit drin ist. Weil das andere da durch das Lächeln nicht durchgeht. Das müssen wir noch ein bisschen modifizieren. Jetzt habe ich natürlich das Werkzeug nicht nachgekriegt, sondern das liegt da hinten in der Ecke. Und dann rempelt der unter den Tisch an. Das müssen wir da markieren. So. Das ist. Der Teil muss weg. Und ich muss mal rausfinden, wie ich den wegkriege. Wahrscheinlich müssen wir das Bläschel so zerlegen. Ich hoffe, dass ich nur das wegmachen muss. Ja, das müsste. Also professionell mit dem Finger gefühlt. Das andere müsste ein Stückchen weiter sein. Aber ja gut, da ist jetzt schon von den Bohrern schon Dreck reingekommen. Das heißt, wir müssen den Blaster noch so zerlegen. Um das wieder zu säubern. Das ist ein Geschäft, wo ich keinen Bock habe. Aber gut, wenn es sein muss, muss sein. Wie ist das, wenn ich das oft genug mache? Dann müsste es. Das könnte mir Stunden bei Zuschauern wieder an einem Ring rumfahren. Oh, noch eine Runde. Glaubt man? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da wirklich stundenlang Zuschauer wurdet. Mann, ich hätte es gar nicht rausfinden. Ich könnte mir die Statistik dann anschauen. Aber ich weiß nicht, ob ich da drauf Bock hätte, das so zu machen. Oder ob ich einfach fertig werden will heute noch. Oder das Wochenende oder die Woche, je nachdem. Ich glaube, wenn ich da ewig rumfahre, das dauert eine halbe Ewigkeit. Ja, weil das ist recht dickes Material. Wir haben jetzt gerade mal. Seht ihr das? Wenn es fokussiert wird. Hoppala. So tief ist es in etwa drin. Ja, das ist jetzt höchst präzise gemessen. Nee, sogar weniger. Ja, ein bisschen. Das heißt, das machen wir nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das euch angeschaut hättet. Das ist neugierig bin ich. Aber probieren will ich es nicht. Das. Ja. Oder wenn genug Leute in die Kommentare schreiben, dass sie sich auch geschaut hätten, dann machen wir das bei irgendeiner Prophecy mal. Ja. Boah, die klebigste. Sieht ja fast aus, wie wenn ich es selber gemacht hätte. Das habe ich aber so gekauft. Ui. Lufteinschluss. Oh, schade. Ich meine, das Milchige vom Klebe, das gefällt mir halt nicht. Naja. Nicht so genau nachschauen. Und nicht ärgern. So. Rempel ich die Beleuchtung an. Und noch einmal. So. Das lassen wir mal weg. Das heißt, markiert haben wir es auch. Was jetzt noch fehlt, sind Vor- und Nachher-Messungen. Da holen wir mal unser hochprofessionelles Messmittel Nummer 3. Ich muss hinter drauf gucken, da steht die Nummer. Glaubt ihr, kann man das alles merken? Aufwachen, geht was so durch. Mir fällt immer noch das Sprüchle. Ich messe von irgendeinem von den Wanderteilen.
Ha. Äh, Ich sag's euch, ohne Kopf ist mal 4 Depp. Auf die Messwerte müsst ihr jetzt noch warten. Ich hab vergessen. Pfeile noch zu richten. Das heißt, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt. Fräse das da nochmal aus. Dann machen wir Vergleichsmessungen mit der Feder. Dann zerlegen wir den Blaster. Oder wir machen es so. Wir machen Vergleichsmessungen mit der Feder. Dann zerlegen wir den Blaster. Dann machen wir Messungen mit der Feder. Bringt euch nichts, wenn ihr außerhalb vom Bildschirm irgendwo hinzeug. Mit der Feder da. Dann muss ich die Schraube da bloß einmal reindrehen. Das ist jetzt effizient gedacht. Und ja, so hätte ich das sagen. Dann sehen wir uns nach dem Schnelldurchlauf. Das Fräse, das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, 9 Minuten später und ein paar Kunststoffkrümel später. Und ja, wenn man nicht wüsste, dass ich da was gemacht hätte. Gut, ein paar Krümel sieht man, aber da war schon Krümel auch. Und ich glaube, zerlegen und reinigen müssen wir es trotzdem. So wenig ich es auch mag. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt Beile drin. Wir haben jetzt Fäderle wieder drin. Und das ist ausgeschnitten. So, aber jetzt gibt es was zu messen. Zu messen, nicht zu essen. Wobei, darthungriger Chronograph. So, da. 37,1, 34,9, 36,9, 37,1, 34,4 und 33,7. Das waren alle 6 Pfeile. Das heißt, wir haben Durchschnitt 35,6, im Minimum 33,7 und im Maximum 37,1. Und dann ich sage, ich zerlege das mal, reinige das, baue es wieder zusammen, baue das Federle ein. Das mache ich ganz zum Schluss. Und dann gucken wir, ziehen raus. Und dann gucken wir, was es dann an Messwerte hat. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder auf Anfang. Also, nicht ganz, ich meine, die ganzen Modifikationen sind ja gemacht. Und ihr seht jetzt, ist das Blasterl ziemlich leer. Das mussten wir jetzt kurz mal die Hände waschen. Weil das ist, immer wenn man dreckige Hände hat, dann juckt es einem im Auge. Und den Drang sollte man dann einfach widerstehen. Also zumindest bevor man die Hände gewaschen hat. Und vielleicht auch danach. Da dürft ihr euch Beratung von Ärzten holen, nicht von Ingenieuren. Jetzt, da ist ein Krümel. Jetzt muss ich gucken. Das muss ich da noch sauber kriegen. Und wahrscheinlich so das
Zuerst nochmal gescheit rein, oder gescheit machen. Oh, das habe ich nicht beleidigt, das ist gut. Das ist gut. Ja, das Fett war ein bisschen flüssig. Das ist doch auch da rumgelaufen. Gut, weil der Blaster wahrscheinlich auf der Seite unten lag. Ja. Das ist doch noch. Ein bisschen vergilbt. Das ist wahrscheinlich Kleber. Ja, das sind Details, die nicht ganz so wichtig sind. Ich würde sagen, ich schleife das doch mal noch voll raus, dass das sauber schön glatt ist. Und dann mache ich das doch noch sauber. Dann baue ich es wieder zusammen. Und dann testen wir es. Das mache ich aber schnell durchlauf, weil das ist ruhiger für euch. Dann bis gleich. So, fertig ist. Also nicht fertig ist, immer noch Einzelteile. Aber jetzt nehmen wir da Tröpfle Aceton. Noch viel mehr wie Tröpfle habe ich auch nicht da. Und an der Stelle könnt ihr froh sein, dass das kein Geruchs-YouTube ist. Und dann gucken wir, dass wir das einfach wieder ein bisschen das hier noch kriegt, hoffentlich. Dass da der Rest voll weg ist. Oh. Das heißt, das sieht man noch auf der Nase doch. Eieiei. Das ist. Ja. Habe ich gemeint, das kann ich auch noch verbessern. Ist natürlich nicht besser geworden. Ja. Das hätte ich halt gar nicht so, dass das. Bei das gibt's glaube ich auch schon fertig. Ich bin mir noch nicht sicher. So. Dann ein bisschen. Ja, wobei, das sieht man. Das hat man vorher schon gesehen. Das sieht man noch auch nicht. Da noch ein bisschen. Langfahrt. Da ein bisschen. Dass halt gerade der Grad ein bisschen weg ist. Ja. Das raus. Gott, das ist sowieso die Schraube, die man da noch sieht. Die Krümel halt raus, weil die fliegen noch überall rum. Und wenn man es gerade so gemacht, dann fliegt so Krümel in den sichtbaren Bereich. Und was glaubt ihr, was da mein innerer Monk flucht? Das ist Katastrophe mit ihm. So. Irgendwie Kunststoffpolitur oder sowas wäre nicht schlecht. Seht da. Die Fülle. Das kriegt man nicht weg. Ja. Es muss jetzt auch nicht. Also, schön soll es sein, aber nicht. Man muss es nicht übertreiben. So, ich würde sagen, ja, lass es dabei gut sein. Ich nutze die kurze Pause, um mir nochmal die Hände zu waschen, dass ich nicht unnötig Dreck reinbringe. Ja. Da ist ein bisschen gekruscht.
Ich glaube, der kruscht voll raus. Druckluft fände ich verkehrt. Ja, habe ich halt leider nicht. Also, abgesehen von dem bisschen Puste, was ich habe. Also Druckluft aus der Lunge. Ja gut, ich meine, ein bisschen Abrieb wird es bei den Blasten immer ein bisschen geben. Das ist aber die Schraube und alles sauber gemacht. Ich würde sagen, ich wasche mir die Hände, baue das zusammen, mache das im Schnellerlauf. Dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. So, der knappe Viertelstunde später. Ich sag's euch, die Klappe geht mir auf den Keks. Aber jetzt gucken wir mal. Habe jetzt 2 Schrauben rein und das Kläpple hinter. Immer wichtig. Das Ding nach unten, den Schlitz. Alles Fehler, die ich schon mal gemacht habe. Aber das sieht so weit ganz sauber aus. Also nicht irgendwas, was mir nachher, wenn es zusammengeschraubt ist, irritiert. Und man sieht, wenn da der Deckel drauf ist, sieht man, ja, man sieht das noch ein bisschen. Also sauber ist es nicht. Also nicht, was heißt sauber schon, aber nicht perfekt. Da müssen wir das Fett ein bisschen verdeutlichen. Und das, da sieht man ein bisschen viel Schmutz, aber da ist halt Schmutz einfach nötig, weil sonst sieht es, sonst geht das nicht so sauber. Da war Schmutz auch nötig. Gut, nicht zwangsläufig an der Außenseite. Ja, das ist nicht ganz ideal. Aber ich sag's ja, das ist nachher so. Und schon fällt es nicht mehr ganz so auf. Immer noch nicht perfekt, aber ja. Wir haben noch ein paar Jahre. Noch ein paar Prophecies vor uns auch wieder. Und irgendwann habe ich da den Dreh vielleicht auch raus. Dass ich mich da kontinuierlich verbessern kann. Oder irgendwann mal habe ich einen Draht zu der Firma, dass die mir das einfach so herstellt, wie ich das haben will. Weil ich hätte auch gern irgendwann mal noch eine grüne Prophecy und eine lilane Prophecy und gelb wäre vielleicht auch cool oder so golden. Also Volker, wenn ihr das hört, einfach mal Kontakt aufbauen. Und wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da, schreibt Kommentare, was weiß ich, oder vielleicht habt ihr einen Kontakt zu der Firma. Wäre schon cool, also das fände ich. Ja. Oder dass die überhaupt mal weitermachen, die Prophezie zu produzieren. Egal. Ich schweife ab. Ich würde sagen, das passt soweit. Dann müssen wir wieder ein bisschen putzen und dann Schraube weiter zusammen. Und dann testen wir es. Bis gleich. So, der zusammengebaut ist und nochmal eine Viertelstunde vergangen.
Und nochmal Handwäsche zwischendrin. Das ist ja öliger Geschichte, oder fertiger Geschichte. So, jetzt haben wir da das Federle. Also zusammengebaut ist bis auf das Federle. Das machen wir jetzt zusammen. Also volles Magazin, das habe ich mal geschwind nebenher gemacht. Das braucht man danach, dafür brauchen wir keinen Schnelldurchlauf. Ich glaube, ihr wisst, wenn man Magazin voll lädt. Uiuiui. Ui, 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 ui. Oh. Hui. Okay. Die Schraube ist definitiv nötig. Ihr solltet das auch sehen. So. Drin ist. Passt. Kein Restgewinde mehr. Jetzt habe ich ein bisschen geöltes Gewinde. So. Packen wir das Federle auf die Seite, dass es das Bild nicht stört. So, dann gucken wir mal. Okay. Irgendwie wird das besser wie die erste Prophezie. Da habe ich irgendwann mal. Es kann aber auch sein, dass der Griff einfach besser ist. Also, wobei die erste Prophezie habe ich glaube am Anfang auch nicht so gescheit geschmiert gehabt. Irgendwie, die hat mir Probleme in die Hände im Arm gemacht. Deswegen habe ich da schwächere Feder damals eingebaut. So, Magazin rein und huiuiuiui. Es hat jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Bums. Aber wir haben da so Messmittel. Also kein Essmittel. Okay, lassen wir die Karlauer. Essmittel, Messmittel. Ja, das ist kein guter. So. Also, letztes Mal haben wir 37, was im Durchschnitt gehabt. Ne, warte mal. 35,6 hat man im Durchschnitt. Und 37, was im Maximum. Oh, ich sag's euch. An manche Tage bin ich halt wie ein Depp. Ja. Aber, okay. So, dann sollten wir es laden. Ui, das braucht ein bisschen mehr Kraft. 62,3. 65,7. 66,0. 62,2. 63,0 und 60,3. Okay. Ich glaube, die Prophezie hat gewonnen. Also, wir müssten mal einen Vergleich machen. Also wir haben im Durchschnitt 62,2 mit 65,7 im Maximum und 60,0 im Minimum. Meter pro Sekunde versteht sich, da steht's. Wir messen den sinnvollen Maßeinheiten. Das ist, auch wenn das amerikanisch Hobby ist und das ist irgendwie, ja. So. Leer ist. Laden wir noch einen rein. Okay, das Ding hat Bums. Ich glaube, die andere Prophezie sind bei 30 bis 40 Meter pro Sekunde. Das ist halt, das Federle ist halt eine andere Hausnummer. Das da jetzt denn ist. Gut, in die andere Prophezie ist, ich glaube, gut, für die blaue hätte ich auch noch so einen ähnlichen Lauf, so ähnliche Schulterstütze können laufen. Also da könnte man theoretisch auch stärkere Federle reinmachen. Wow. Könnte man mal wieder machen. Wobei, dann müsste man das Metallblatt legen. Muss mal gucken, was man dafür machen müsste. Und da ist halt, gut, da ist der Pumpgriff, also da ist das schon besser. Deswegen habe ich an die auch so einen Pumpgriff noch gemacht, auch wenn ich nicht ganz so ein Fan bin, aber auf der anderen Seite ist klar transparent Drucker. Ist auch
kommt nicht so gut raus. Das haben wir in meiner Dominator gesehen. Oder, ja, es passt schon, aber ist halt nicht ganz so. Ich mag die Schulterstütze hier. Verstellbar. Das passt schon. 62,2 im Durchschnitt. Das ist schon heftig. Gut, auch viel mehr kann man dann auch nicht. Also da müsste man dann schon massiv pumpen, dass man mehr hinkriegt. Also dass man einfach von dem, was man Kraft aufbauen kann, mehr hinkriegt. Aber ja, das Plastel ist jetzt auch fertig. Das freut mich. Und irgendwann machen wir einen Vergleich mit den Prophecies und den Rikens und ja, vielleicht schmeißen wir noch eine Retaliator rein. Ja, so als Vergleich und eine Serien-Riken. Wobei, mir sollte eigentlich auch mal eine Retaliator tunen. Also, das fällt mir noch. Ja, wieder was abgeschlossen. Der Ingenieur ist glücklich. Oh, da ist noch Schreib. Ei. Gerade sage ich abgeschlossen. Aber Schraubenzieher. Wo ist denn hingelegt? Da ist. Da ist noch ein bisschen. Nicht schön. Wo ist zwar am Drehen und Gott da noch. Das war die erste Schraube, die ich angezogen habe. Und ich mag bei der ersten dann nicht so, die dann nicht komplett neidrehen. Die Schraube, dachte ich, unter der Kappe in der Schulterstütze, schon Schulterstütze-Adapter drin sind, die hätte ich fast vergessen. Ist immer ganz gut, die Schraube zu sortieren. Man sieht da sind noch 2, 3 übrig. Da muss man gucken, wo gehören die noch, wo habe ich sie vergessen. So, aber damit lassen wir es für heute gut sein. Hoffe, euch hat es gefallen, hoffe, euch hat es unterhalten, hoffe, ihr habt was gelernt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und beim Blästern. Euer Blasteringenieur.